Hallo zusammen, mein Name ist Flavia und willkommen zum Türli 12 in unserem Adventskalender. Heute ohne Jenny. Jenny war ja gestern auch schon allein gewesen, ohne mich. Und sie hat eine Frage beantwortet, die ich nicht weiss, was für eine. Ich habe jetzt da auch wieder das Kuvert. Und sie hat mir gesagt, ich muss Nummer 1 nehmen. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe keine Ahnung. Ich liebe ja eigentlich Überraschungen, ist jetzt auch eine Überraschung. Aber ich bin schon ein bisschen unter Druck, weil ich nicht weiss, was für eine Frage. Aber ich habe sie jetzt dann gerade ready. Ui, ist eine lange. Welche Art von Hunger ignorierst du am meisten und wieso? Jesus, ist das... also es kann man kann es hure deep machen, weil es steht in Klammern körperlich, Klammern essen, emotional, sozial. Scheiße, jetzt fühle ich mich unter Druck, wenn man gesagt wir schneiden es nicht. Also, ignorieren. Sozial. Ich bin nervös. Scheiße, Mann. Ich habe gedacht, ich kann das gerade rausfallen. Ihr kennt mich doch eigentlich. Habe ich gemeint, also ich habe gemeint, ich kenne mich, aber also. Sozial ignoriere ich, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Vielleicht, dass mein Kalender ein bisschen zu voll ist, als er ist. Habe ich, doch, also ich ignoriere, dass mein Kalender pumpenvoll ist und eigentlich ich das nächste Treffen vielleicht, also das mit der Kollegin eben das Treffen vielleicht nicht auf nächste Woche planen, sondern vielleicht ein bisschen später, weil der Kalender schon zu voll ist und dann ignoriere ich, glaube ja, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe. Beziehungsweise ich ja halt auch Zeit für mich noch brauche und die anderen Treffen brauchen ja auch Energie und ich will ja für alle gleich viel Energie haben und dann halt noch den Podcast nebendran und 100% arbeiten und ja, ich glaube, ich ignoriere genau, dass mein Kalender eigentlich schon zu voll ist, um das auch noch reinzuquetschen. Dann ich bin mal überlegen, emotional. Ich ignoriere aber selten meine Gefühle. Ich bin halt recht gefühlsgeleitet, was auch recht problematisch manchmal kann sein. Also es kann auch mega anstrengend sein. Weil, also ich ignoriere jetzt auch nicht, also es geht ja darum, was ich ignoriere, aber nur schnell zum sagen, ich ignoriere jetzt auch nicht, wenn etwas wenn etwas in der Luft ist mit einer Kollegin, dann ignoriere ich das eigentlich nicht. Oder im Geschäft. Doch, im Geschäft schon. Doch, das vielleicht schon. Ja, wenn ich jetzt im Geschäft jemanden habe, den ich nicht so gut kann, das ist glaube ich das ein Soziale, oder wo ich nicht so mag, oder wo mich nicht so mag, dann ignoriere ich das, solange es nicht eine gute Arbeitskollegin ist und mir das scheißegal kann sein. Also so ein bisschen, oder nicht gerade meine Chefin ist. Wenn es jetzt jemand ist, wo eben so ein bisschen, ja, die gibt mir das Gefühl, die hat mich nicht so gern. Und manchmal kann ich es auch nicht so gut ignorieren. Aber ich habe das auch schon gehabt und dann denke ich mir so, ja, so what? Ich muss ja mit dieser Person nicht zusammenarbeiten, mega eng, weil das wäre auch noch ein Punkt. Aber es kann mir ja egal sein. Aber bei einem anderen Punkt zum Beispiel, wo ich mal eine Chefin hatte beim Arbeiten, im Resti, das konnte ich nicht ignorieren, weil es ist halt meine Chefin und sie gibt mir Anweisungen und mit dem konnte ich gar nicht umgehen. Das war der, habe ich auch schon mal gesagt, wo ich sogar vor dem Arbeiten gekotzt habe, weil ich so nervös war. Genau. Aber so körperlich ignoriere ich auch, dass ich Rückenweh habe. Ja, also ich habe eigentlich schon Rückenprobleme, schon einige Jahre, aber Flavia tut das gekonnt ignorieren, weil sie einfach fucking zu faul ist, um ihre Übungen zu machen. Ich bin auch schon 3-mal in die Physio wegen dem, habe glaube da auch schon gut Geld liegen lassen und wüsste, was ich machen muss, dass ich die Rückenprobleme nicht habe. Und jetzt, wo ich Volleyball spiele, wieder ohne Training und dann spielt man halt wieder mal einen Match, 2 Stunden durch. Hat weiss ich was für Schläge auf den Rücken vom Aufgumpen und weiss ich was. Und ich habe letztes Mal eine Woche lang meine Socken nicht mehr anlegen.
ohne abstützen. Also weißt du, so runterhauen und dann, ich habe mich wie eine Grossmutter müssen abstützen und zum den Socken anlegen. Das kann es auch nicht sein, ich bin Anfang 24. Wir haben es ja mal darüber gehabt, ob wir schon oder erst 24 sind. Ich bin erst 24 körperlich gesehen. Also das ignoriere ich gekonnt und muss ich unbedingt verbessern. Das sage ich mir schon lange. Hey, ja, ich glaube, ich habe langsam genug gesagt schon. Mann, die Zeit läuft. Ich könnte jetzt noch weiterreden. Also ich finde, das könnte man auch mal zu einem Thema machen. Hey, danke an unsere Managerin, dass sie so eine gute Frage gestellt hat. Ich liebe das. Ja, und ich bin jetzt auch ein bisschen entspannter. Vielleicht habt ihr meine Unsicherheit am Anfang habt ihr sicher gemerkt. Hey, ja. Und es ist ein bisschen komisch, jetzt allein die Folge zu beenden. Aber ja, ich weiss auch noch nicht, was Jenny halt geantwortet hat. Das ist jetzt dann auch spannend. Ihr wisst es schon, wenn ihr die Folge gestern gehört habt. Und wenn nicht, dann hört gestern rein, dann wisst ihr, was Jenny zu dem geantwortet hat. Und dann sage ich im Namen von uns beiden ciao zusammen. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört. Habt's gut.